Also es hat wirklich was drin. Diejenigen von euch, die das gerne haben, sollen doch auch dafür kommen und zu mir abholen. Herzlichen Glückwunsch. Bitte. Geschenk. Das grösste Geschenk, glaube ich, hat uns Gott gemacht, indem er uns erschaffen hat, indem er uns einen Lebensraum gegeben hat. Hat er uns reich beschenkt. Und wenn wir mit Jesus unterwegs sind als Christenmenschen, sind wir reich beschenkt, weil Jesus Christus sich für uns hingegeben hat, dass wir mit ihm Gemeinschaft haben. Darum ja auch unser Leitsatz als Kirche, die sich verschenkt oder eben anders formuliert, beschenkt, um andere zu beschenken. Das ist ja unser gemeinsamer Punkt und es hat noch Quellen dahinter. Weil wenn wir nur den ersten Teil hören, Kirche, die sich verschenkt, dann ist es wie mit einem Leistungsdruck, einem Krampf verbunden. Wir sind aufgefordert, anderen schenken, Zeit, Kraft, Einsatz, Motivation, Liebe, alles Mögliche. Aber wenn wir den Satz anschauen, beschenkt, um andere zu beschenken, dann sind wir zuerst beschenkt. Und das wäre so der erste Schritt, dass wir uns beschenken lassen von Jesus. Weil ich glaube, Gott möchte uns immer wieder aufs Neue reich beschenken, wie wir es auch bezogen haben in dem Lied vorhin. Und wir finden ganz viele Aussagen in der Bibel, die uns das bewusst machen, dass Gott uns beschenken will. Zum Beispiel in Philemon, Vers 6 steht: Ich bete, dass der Glaube, der uns miteinander verbindet, in dir weiter wächst und du immer mehr erkennst, wie reich uns Jesus Christus beschenkt hat. Der Paulus schrieb das an Philemon. Der Philemon war ein reicher Mann, ein angesehener Mann, der auch eine Hausgemeinde bei sich beherbergt hat. Und der Brief ist mit der Absicht geschrieben worden, dass der Onesimus, der Sklave von Philemon, wieder zurückkommt. Er ist nämlich abgehauen und hat wahrscheinlich auch Geldmittel entwendet. Und der Paulus schreibt am Philemon den Brief und schickt den Onesimus zurück. Warum? Weil er gewusst hat, dass nach dem römischen Gesetz es üblich war, dass der Sklave an seinem Herr gehört und man nicht einfach ihn kann dann brauchen für anderes. Weil der Onesimus ist zum Glauben gekommen an Jesus Christus durch den Paulus. Und der Paulus hat ihn so gerne bekommen wie einen eigenen Sohn. Und darum hätte er ihn gut brauchen selber. Aber er hat das Gesetz kennt und respektiert und darum ein Begleitschreiben aufgesetzt, wo eine Papyrusseite umfasst hat. Wir finden es auf einer Seite, ist ein Kapitel groß oder 25 Verse, wo der Paulus das Anliegen beschreibt. Wo er Philemon möchte ermutigen, hey, der Onesimus ist jetzt wirklich ein nützlicher Mitarbeiter geworden, eben wie seinem Namen gerecht wird. Aber nicht nur das, sondern der Paulus fordert den Philemon auf, nimmt den Onesimus auf als ein geliebter Bruder und nicht einfach nur als Sklave. Und das einer, der einem so sehr ins eigene Fleisch geschnitten hat eigentlich. Also, ja, er hat ja Philemon Unrecht gemacht. Und der Philemon war aufgefordert in dem Moment, okay, die Veränderung zu sehen und anzunehmen. Und somit sind wahrscheinlich alle wieder reich beschenkt worden, weil der Philemon ihn aufgenommen hat. Es konnte Vergebung stattfinden, Versöhnung stattfinden. Und vielleicht hat ja der Philemon den Aufruf von Paulus, ihn auch wieder loszulassen, auch Folge geleistet und nicht nur das Anliegen befolgt, dass er ihn wieder aufnimmt. Aber das wissen wir nicht, das steht nicht. So weit schreibt der Brief dann nicht. Weitere Beispiele finden wir
auch, wie sich Jesus Christus reich beschenkt, finden wir auch im Johannes-Evangelium 1,16. Aus seinem göttlichen Reichtum hat er uns immer und immer wieder mit seiner grenzenlosen Liebe beschenkt. Ich finde das erste Kapitel vom Johannesevangelium sowieso sehr spannend, weil das fängt ja an. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und das Wort war Gott. Damit ist ja auch eben Jesus auch beschrieben, oder was er für uns zu tun hat. Und dann geht es so weiter und dann kommt auch eben, wie er uns Menschen reich beschenken will, immer wieder neu, mit seiner Liebe, mit seiner Gnade, Barmherzigkeit, Vergebung. Und der bekannteste Vers aus dem Johannesevangelium ist sicher der Johannes 3,16, wo das ja ganz stark zum Ausdruck kommt, warum Jesus auf die Welt gekommen ist, warum Gott sein einziges Sohn, Jesus Christus, hingegeben hat, damit wir mit ihm wieder Gemeinschaft haben. Und er beschenkt uns ja nicht einfach nur mit Liebe, sondern durch das, was er gemacht hat, gibt er uns Annahme, wir können seine Kinder sein, Würde, wir haben Königswürde verliehen überkommen damit, Königskinder, Gnade, Vergebung, Barmherzigkeit, aber auch Zeit, die Zeit, die wir zur Verfügung haben, hat er uns ja wie geschenkt. Können wir die Geschenke von Gott annehmen? Wie können wir denn die annehmen? Ist ja jetzt nicht so wie ein Päckchen, das man einfach bekommt, kann auspacken und das gebrauchen, sondern ist ja nicht so ganz so greifbar für mich. Manchmal kann ich mir auch schon schwer tun. Aber Geschenk von Gott anzunehmen, ist eigentlich ganz einfach, indem wir uns öffnen dafür, indem wir uns auch Zeit nehmen, in dem Wort zu lesen. Weil je länger je mehr dass ich die Bibel lese, merke ich, wie das eigentlich durchs Band ein Liebesbrief von Gott an mich ist. Also, ich glaube, das ist der beste Liebesbrief, da kann sich ein Mann noch so bemühen, er wird das nicht übertreffen können. Sorry, liebe Männer. Genau, in Jeremia können wir lesen, dass Gott einen guten Plan mit uns hat. Ein Plan vom Frieden und nicht vom Unheil. Gott Vater, Jesus Christus und der Heilige Geist will uns reich beschenken. Lassen wir das zu, öffnen wir. Nehmen wir uns die Zeit auch zum Bibellesen. Und dann können wir das auch ganz reell auch wieder erfahren, auch wenn wir aufmerksam in unserem Alltag sind. Es gibt noch eine weitere Stelle, wo das einfach auch schön beleuchtet, und zwar im 1. Johannesbrief. Und der 1. Johannesbrief ist in dem Sinne ein speziell, dass man einen speziellen Empfänger hat. Und man geht davon aus, dass es aber der Apostel Johannes geschrieben hat. Und er schreibt, Gottes Liebe zu uns ist für alle sichtbar geworden, als er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn leben können. Und ich habe das auch schon erleben, wie gut Gott mit mir meint. Und ganz speziell habe ich das gegen Ende vom letzten Jahr erleben, wo ich eine neue Wohnung gesucht habe mit einer Kollegin und eine günstige, coole Wohnung gefunden habe in St. Gallen, und wir im Dezember eingezogen sind und erst ab Januar Miete müssen zahlen. Und das ist für mich so, danke Gott, das ist für mich ein Geschenk von Gott, wo aber man könnte sagen, ja, das ist jetzt einfach ein Glück oder Zufall oder nicht die Geste von der Verwaltung. Da können wir auch unterschiedlich bewerten. Ich glaube, wir haben uns darauf achten, dass Gott uns beschenken will, dass wir das auch im Alltag entdecken und dass wir die Schätze auch wirklich wahrnehmen. Ich finde es genial, dass ich jetzt wirklich wieder in einer WG darf sein, wo wirklich genial ist. Und das ist für mich ein Geschenk. Es braucht manchmal auch Vertrauen, dass wir das Geschenk annehmen können. Wir müssen Gott vertrauen, wir müssen ihm unser Steuerrad vom Leben übergeben und Kontrollen abgeben. Und ich habe auch gerne Kontrolle über mein Leben.
Und das abzugeben erfordert manchmal wirklich etwas. Aber es lohnt sich. Wir dürfen darauf vertrauen, dass das eben stimmt, dass er wirklich einen guten Plan mit uns hat. Und weil er uns so reich beschenkt hat, führt das jetzt zum zweiten Schritt, dass wir dann das weitergeben können. Weitergeben, eben der zweite Teil vom Satz, beschenkt, um andere zu beschenken. Corrie ten Boom, eine Evangelistin und KZ-Überlebende, hat mal gesagt, wir sind die Kanäle der Liebe Gottes und keine Speicher. Und ich glaube, das kommt auch wieder im 1. Johannesbrief, Vers 4, Vers 11, super zum Ausdruck. Meine Freunde, wenn uns Gott so sehr liebt, dann müssen auch wir einander lieben. Ich glaube, das bringt super auf den Punkt. Es ist nicht einfach nur eine Anstrengung von uns selber, andere Menschen zu lieben, andere Menschen gut zu tun, sondern es ist ein Ausdruck aus dem, was wir empfangen haben, weiterzugeben. Was wir also empfangen von Jesus, das weiterzugeben. Und eine ganz gute Beschreibung davon finden wir auch in der Bergpredigt von Jesus. Und Parallelstelle ist im Lukas-Evangelium und man sagt der Feldred und daraus lesen wir aus Lukas 6, 35 bis 38. Ihr aber sollt eure Feinde lieben und den Menschen Gutes tun. Ihr sollt ihnen helfen, ohne einen Dank oder eine Gegenleistung zu erwarten. Dann werdet ihr reich belohnt werden. Ihr werdet Kinder des höchsten Gottes sein, denn auch er ist gütig zu Undankbaren und Bösen. Seid so barmherzig wie euer Vater im Himmel. Richtet nicht über andere, dann werdet ihr auch nicht gerichtet werden. Verurteilt keinen Menschen, dann werdet auch ihr nicht verurteilt. Wenn ihr bereit seid, anderen zu vergeben, dann wird auch euch vergeben werden. Gebt, was ihr habt, dann werdet ihr so reich beschenkt werden, dass ihr gar nicht alles aufnehmen könnt. Mit dem Maßstab, den ihr an andere legt, wird man auch euch messen. Krass. Das sind also Aussagen, die Jesus macht an die Jünger, an die ihm nachfolgen, an uns. Und eigentlich könnte man sagen, okay, die Bergpredigt würde eine ganze Predigtserie füllen, das tut sie auch, aber sicher noch mehr. Doch sie zeigt auf, wie wir auch als Christen, auch als Gemeinde leben sollen. Aber da wird nicht einfach nur geschrieben, wir sollen machen, sondern es wird auch gesagt, seid barmherzig, wie euer Vater barmherzig ist. Ja? Oder es geht darum, immer wieder den Bezug zu nehmen, hey, was Gott mir tun hat, das so weitergeben. Darum. Und nicht einfach nur eine Aufforderung, dass wir das tun sollen. Wir werden aufgefordert, Gutes zu tun, weil Gott uns Gutes tut. Auch zu verurteilen sollen wir nicht, sondern vergeben, weil Gott auch vergibt. Dann werden wir auch wieder reich beschenkt. Das bedeutet auch die Gaben, die Gott uns geschenkt hat, für ihn einzusetzen. Und die Gabenliste finden wir im Römer 12 oder 1. Korinther 12, wo die beschrieben sind, wer das einzelne spezielle Fähigkeiten hat. Und das ja dann nur zusammenkommt, wenn es zum Tragen kommt, wenn es lebt, wenn es eben macht. Und das auch miteinander, das Gemeinsame. Füreinander, für die Menschen um uns herum. Und in 2015 gibt es ja die Jahreslosung aus Römer 15, Vers 7, und da heißt es ja, nehmt einander an, so wie Christus euch angenommen hat. Auf diese Weise wird Gott geehrt. Da wird wieder der Bezug gemacht, hey, Jesus hat euch angenommen, also nehmt die anderen auch. Egal wie sie sind, egal wo sie stehen. Es ist also nicht einfach nur eine Leistung, die von uns erwartet wird, sondern
wir sollen uns auch beschenken, um anderen zu beschenken. Und da passt das Bild vom römischen Brunnen wunderbar. Wer von euch kennt das Bild? Schön. Der römische Brunnen hat 3 oder mehr Schalen. Und die kleinste Schale oben dran hat einen Springbrunnen. Und die springt, füllt die und geht nachher runter und füllt die größere Schale auf. Wie ist jetzt das möglich? Eben, die oberste Schale steht für das, dass wir uns beschenken lassen von Gott, wie Jesus Christus, vom Heiligen Geist. Und wenn wir das machen, wenn wir uns öffnen auf ihn und uns beschenken, dann quillt das Gefäß über und geht aber in Ströme und füllt dann. Also dann ist es nicht einfach nur eine mega Leistung, sondern dann fließt es fast automatisch raus. Die Freude, die wir daran haben, das Weitergeben, die Liebe weiterzugeben, strömt wie aus dem raus. Und wenn man so will, und man sagt, okay, die zweite Schale fließt dann zuerst einmal in die Familie, in die Freunde, zu den Freunden, Gemeinde vielleicht. Und dann in die dritte Schale, was ja wahrscheinlich die meiste Zeit von unserem Leben ausmacht, ist dann die Arbeit, Arbeitskollegen, vielleicht Sportkollegen, Sportvereine und so weiter. Es geht jetzt nicht um eine genaue Aufteilung, sondern mehr um das Phänomen, wenn wir das Bild haben, dass zuerst wir uns auch beschenken lassen und das vielleicht jetzt vom Zeitaufwand am kleinsten ist, vielleicht vom ganzen Tag, aber dass das Entscheidende ist, dass es nachher fließt, dass es füllt. Weil wenn wir das nicht machen und wir gleich versuchen weiterzugeben, dann vertrocknet der Brunnen oder dann vertrocknen wir oder wir brennen uns. Es soll auch nicht einfach nur zum Müssen werden. Und wenn wir uns beschenken und das fließt, dann fließt das, dann freut man sich daran, dass es fließt, dass es füllt, dass es erquickend ist. Es soll auch ein freudiges Geben sein, ein freudiges Einsetzen von der Gabe, ein freudiges Geben von Finanzen und so weiter. Den Menschen zu dienen, dass sie Gottes Liebe erfahren können, ist eine Lehre und Freude und nicht primär ein Kampf. Es braucht auch unsere Anstrengung und Entscheidung, dass wir das auch machen. Es macht auch nicht nur Spaß. Aber wenn wir uns zuerst beschenken lassen von Jesus Christus und dann fließt das wie auch ein bisschen von mir selber. Und dann ist es eine ganz andere Motivation, das zu machen. Und mir persönlich ist es wirklich wichtig, dass wir nicht immer nur von der Liebe Gottes reden oder singen, sondern dass wir das erleben. In einer Begegnung mit einer Nachbarin von mir, die gerade vom Einkaufen zurückgekommen ist und ich runtergekommen bin, habe ich das gerade mal ausprobieren. Ich habe gesehen, dass sie schwere Einkaufstaschen hat und habe gefunden, ach komm, ich kann ja jetzt deren das Lied und ihre im 4. Stock rufen. Das ist ja kein Problem. Und sie hat sich so riesig gefreut. Es ist unglaublich und das hat auch mir geschenkt, mit einer dankbaren, freudigen Haltung, ohne gross viel Aufwand. Das war eine kurze Sache. Oder wenn man auch von Diakonie redet, dann kann man sagen, Diakonie ist auch einfach jemandem ein Lachen schenken. Das kann der Tag um 180 Grad wenden für den anderen, der das empfängt. Das ist ein annehmendes, ein ermutigendes Lachen jemandem. Ich kann freisetzen wieder. Ich habe das auch schon erleben und ja, und das verändert wirklich was. Und für den, der den Menschen anlächelt, ist es etwas Kurzes, eine kurze Sache. Es hat also auch mit dem ganzen Leben zu tun, wie ich auch mit meiner Zeit, Konsum und so weiter umgehe. Das habe ich noch längstens nicht ausgeschöpft. Doch ich glaube, es lohnt sich, wenn wir da dran sind. Stop-Armut-Kampagne zum Beispiel ist auch nicht einfach nur aus Idealismus entstanden, sondern sie gehen davon aus, dass wir, weil wir so reich beschenkt sind von Gott, auch einen Auftrag, eine Verantwortung haben, dass es anderen auch wieder besser geht. Und dann kann man auch selber gesegnet werden.
Jetzt möchten wir gerne in Gruppen, Kleingruppen, 3 bis 4 Leute dürfen dann nachher zusammensitzen, dass ihr euch kurz darüber austauscht, wo bist du reich beschenkt mit Gaben, Erfahrungen, Menschen, Fähigkeiten, Geld und Zeit und wo gebe ich weiter, was ich empfangen habe. In Bezug auf meine Kinder, Eltern, Geschwister, Verwandte und in Bezug auf Gemeinde, Nachbarschaft und Arbeitsplatz. Ihr findet die Fragen auch nochmal auf euren Sonntagszettel und da so 3 bis 4 Minuten machen. Es wird dann nachher das Lied der Abschluss gemacht werden.